Peter Higgs Otto de seltsam Kenzie Video, Peter Ware Higgs, CH, FRS, Frse, FKC, 29. Mai 1929 in Elswick, Newcastle upon Tyne, 1 ist ein britischer Physiker. Am 8. Oktober 2013 wurde ihm zusammen mit Franz Engler der Nobelpreis für Physik für die Entwicklung des Higgs-Mechanismus zuerkannt. Higgs ist der Sohn eines Toningenieurs der BBC und ging in Bristol und London zur Schule. Er erhielt 1950 den Bachelor in Physik mit Auszeichnung, First Class Honours, und erreichte 1951 den Master, Golden ESUTS Golden CSO Golden College London. 1954 promovierte Higgs mit der Arbeit Some Problems in SGKSGCEUGEZOCCSLCCSY Golden Glycol Golden CSO Golden Ulgok YLGS Christopher Longitude Higgins. 1954-55 war er an der Universität Edinburgh tätig, 1956 am University College London und ab 1957 am Imperial College London, jeweils mit Forschungsstipendien. Higgs war kurzzeitig Lektor, etwa vergleichbar einem Lehrbeauftragten, für Mathematik am Imperial College und kehrte 1960 als Lektor für mathematische Physik nach Edinburgh zurück. Dort schrieb er auch 1964 die Arbeit, die ihn später berühmt machte. 1970 wurde er Reader, eine Art Professor ohne Lehrstuhl, in Edinburgh. Ab 1980 war er auf einem Personalchair, einer Auszeichnung für herausragende wissenschaftliche Leistungen, Professor für theoretische Physik in Edinburgh. 1996 wurde er emeritiert. Higgs ist Fellow der Royal Society of Edinburgh, 1974, der Royal Society, seit 1983, und des Institute of Physics, seit 1991. 1981 erhielt er mit TWB Keble die Hughes-Medaille der Royal Society, 1984 ebenfalls mit Keble die Rutherford-Medaille des Institute of Physics. 1997 erhielt er dessen Dirac-Medaille. 1997 erhielt er mit Robert Prutt und Franz Engler den High Energy and Particle Physics Prize der European Physical Society und 2004 erhielten alle drei den Wolf-Preis in Physik. 2010 wurden Higgs, Robert Prutt, Franz Engler, Gerald Guralnik, Carl R. Hagen und TWB Keble mit dem Sakurai-Preis geehrt. 2013 erhielt er gemeinsam mit Franz Engler den Prinz von Asturien-Preis. Higgs ist Ehrendoktor der Universitäten von Bristol, 1997, Edinburgh, 1998, und Glasgow, 2002. 2012 wurde er zum Mitglied des Order of the Companions of Honour, CH, ernannt. 2013 erhielt Higgs zusammen mit Franz Engler den Nobelpreis in Physik. Bereits im Vorfeld wurde er als Favorit für diesen gehandelt. 5. Juli 2015 erhält die Copley-Medaille der britischen Royal Society für seine Arbeit zum Higgs-Teilchen. 6. Peter Higgs ist Vater zweier Söhne. Bekannt wurde Higgs durch seine Arbeiten, die insbesondere zu dem nach ihm benannten Higgs-Mechanismus führten, veröffentlicht 1964, 7. Dabei handelt es sich um eine Verallgemeinerung der von Philip W. Anderson entwickelten Ideen zur Festkörperphysik, insbesondere der Supraleitung, auf die relativistische Quantenfeldtheorie. 8. Seine im Nachhinein berühmte Arbeit wurde zunächst von der europäischen Fachzeitschrift Physics Letters zurückgewiesen, nachdem diese vorher allerdings eine erste Arbeit von Higgs publiziert hatte, in der er auf eine Lücke im Goldstone-Theorem hinwies. Er veröffentlichte sie sodann in der US-amerikanischen Fachzeitschrift Physical Review Letters, wobei er in einem Zusatz das erste Mal das später nach ihm benannte Higgs-Teilchen erwähnte. 9. Die Arbeit stieß zunächst auf Skepsis, ihre Bedeutung wurde aber von Freeman Dyson erkannt, der Higgs 1965 zu einem Vortrag an das Institute for Advanced Study in Princeton einlud. Unabhängig und zeitgleich mit Higgs wurde der Effekt von Franz Engler und Robert Prutt in Brüssel sowie Gerald Guralnik, Carl R. Hagen und TWB Keble am Imperial College in London entdeckt.
als das Standardmodell Ende GGCGCCSCGG Sorgo LZCGG Gulden GAG Gulden SES CLGC So Gulden CGI Effekt durch, 10 der dadurch damals sehr bekannt wurde. Nach Higgs eigenen Aussagen fand er damals aber keinen Anschluss mehr an die stürmische Entwicklung der theoretischen Elementarteilchenphysik Anfang der 1970er Jahre 11C Gulden CSCG Uses So Gulden GCIG Uses CO Glut CGS Gulden Gulden G Gulden SCU GCGG Gulden Europäischen Kernforschungszentrums CERN. Es sei ihnen am Large Hadron Collider erstmals mit großer Wahrscheinlichkeit gelungen, ein Boson mit einer Masse von etwa 125 GeV C2 nachzuweisen, bei dem es sich um das lang gesuchte Higgs-Boson handeln könnte. 12 Dieser Nachweis gelang mit zwei unabhängigen Detektoren, den LHC-Experimenten Atlas und CMS. Bei der Pressekonferenz, die am 4. Juli 2012 im CERN abgehalten wurde, war Peter Higgs selbst anwesend,